Der Kathi sein Franzlbier gewinnt den ersten Preis und beim Brei haben sie schon wollen, dass er sich jetzt einen besseren Posten sucht. Aber sie bleibt bei einer. Als Sarah von Gregor blöd angeredet wird, ist alle aufs Mai gefallen und kann ihm nicht rausgeben. Drum bringt ihr der preisische Kellner bei, wie man blöd zurückredet. Aber das bringt nichts mehr, weil der Gregor jetzt auf einmal alle scheiß freundlich ist zu ihr. Das Hummerl bildet ihm ein, dass der Rolli etwas mit der Tina hat. Aber schließlich kommt's dahinter, dass da nichts dran ist. Den preisischen Kellner sei Liftelmalerei am Lansinger Schandpfleg wird von die Zeitungsschmierer voll durch den Kakao gezogen. Samt den möchten aber der Hubert und seine Alte, dass er ein Reklamebeutel fürs Franzlbier malt. Das redet ihm der Sascha wieder aus und möchte ihm überreden, dass er auf der Hochschule Kunst studiert, obwohl dass er da beim Architekturstudieren voll versagt hat. Der Michi ist schon so alt, dass er Augenglaseln braucht zum Lesen. Aber die kauft er heimlich, weil er sich geniert dafür. Seine Leute kommen aber dahinter und pflanzen die am Recht. Die Uschi geht mit seiner preisischen Tochter in ein Gaudi-Bad, statt dass er sie in der Kirche an Blasius sehen holt. Als Zwiebel möchte die Wangen einer groß fest vermasseln und außerdem möchte sie an Flori seine Buchhaltung machen. Mit ihrem Kreuzweh wird ihr das aber alle miteinander zu viel. Und drum muss er so eine starke Medizin nehmen, dass halber Rauschgiftsüchtig wird davon. Der Flori kann es aber überreden, dass er sich eine Zeit lang Urlaub nimmt. Der Margot, seine preisische Schwester, kommt dahinter, dass der seine Hochzeiter im Netz hinter anderen Weiber her ist.